Jammert weiter, ich habe auf Live-Start gedruckt, damit Leute mitkriegen, was du für Jammerlappen bist. Jetzt sagt er nichts für ein Dreckschwein. Was soll ich sagen? Ja, weiter jammern. Weil der Sessel-Sepp und Krawall-Maus sind schon da, die daten sich das jetzt sicher gern weiter anhören, wie du jammerst. Weil du hier nicht gehegt und gepflegt wirst, wie es sich gehört. Armer Corby. Ich wollte eigentlich halt was ausprobieren. Wo sind? Das wäre jetzt richtig scheiße, wenn ich das jetzt während am Stream mache, gell? Warum? Um was geht's denn? Ja, das verrate ich da jetzt nicht auf die Schnelle. Ich versuche das jetzt einfach mal, ob das auf Anhieb funktioniert. Möchtest du wieder Luftballons oder so durchs Bettel steigen lassen? Genau, richtig. Das ist mein Ansinnen. Na, du kannst ja schon mal das Intro starten und die Leute begrüßen und erklären, warum ich das mit dir am Mittwoch mache. Heute ist aber Dienstag, oder? Ja, oh fuck, heute ist Dienstag. Ich bin schon den ganzen Tag auf Mittwoch. Deswegen war der Tag halt so scheiße. Auwitzwick. Da, jetzt lassen wir das Intro auf. Hallo. Hallo. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Viva la Movilusion. Immer wieder eine Augenweide, das so zum Schauen. Immer wieder, oder? Corby hat sich aufgehängt, so wie es ausschaut. So, der Jojo ist da, B.A. Wild, immer nur ein geiler Name. Birdman, Kniedelwutzler, hier geht's ab. Die Leute drängeln und schubsen sie, um an die vordersten Reihen stehen zu können. Wir sagen mal herzliches Willkommen zum Kassettenschmerz. Ich bin Viva la Movilusion, der Corby auch. Und Corby hört man aber auch nicht mehr. Also ist er jetzt vielleicht doch nicht mehr Viva la Movilusion, das kann da sein, ich weiß es nicht. Das kann ich sogar lösen. Das kann ich lösen. Ja, aber ich kann offensichtlich mein Streaming-Problem nicht lösen. Ich habe nämlich jetzt hier live auf mein Handy umgeschalten. Mhm. Und das mache ich jetzt auch wieder. Das heißt, du musst jetzt 10 Sekunden überbrücken. 10 Sekunden gleich noch. Auwitzwick. Das Wetter ist schön. Endlich ist normales Wetter. Das wisst ihr ja noch letzte Woche mit Mike sind wir da gesessen, haben wir subtropische Verhältnisse in unsere Unterhosen gehabt. Und jetzt haben wir ein Wetter, so lässt es aushalten. Ich glaube, heute, als ich unterwegs war, gemütliche 15 Grad. Das ist genau meine Temperatur. Sagst du dazu, Corby? Ja. Schön, wenn es Anschwasser nicht mehr so kocht, oder? Tatsächlich feiere ich das auch, dass jetzt aktuell endlich mal ein bisschen kühler geworden ist. Das ist so schön. Ich bin halt aufgewacht und habe gemerkt, es regnet und es ist nass und es ist feucht und ich habe mir gedacht, geil. Geil. Endlich ist meine Zeit wieder. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Das ist schön. War ich richtig motiviert dazu, dass wir heute einen Kassettenschmerz machen? Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Aber jetzt bin ich scharf. Aufs Händen, oder? Schreibt es rein. Schreibt es in den Chat, wie scharf ich bin. Oh yeah. Schreibt es dazu. Ach, der Lukas ist auch da. Endlich OnlyFans. Das dauert noch bis mit OnlyFans. Wir haben jetzt am Wochenende, wer es gesehen hat, im Status vom Corby zauberhafte Podcast-Arbeit gemacht und es waren Hammel-Videodrehs und Shootings für OnlyFans. Ihr werdet bald unsere Rosetten singen. Ja. Hauptsächlich ein Corby-Seite. Wir haben ein paar Filmchen gedreht, deswegen habe ich einen Anzug auch gehabt. Mhm. Ich war nämlich der Steuerberater. Aha. Warum liegt der Katzenstreu, hat er dann gesagt, bei mir im Wohnzimmer, weil ich nie saug. Und die haben nämlich alle richtig starke Probleme gehabt, weil sie haben ihre Steuer nicht rechtzeitig abgegeben. Und dann habe ich ihnen erst mal helfen müssen. Und wie er uns geholfen hat, hey. Hei. Aber ordentliche Nachzahlung in Form von Ejakulat fällig. Oh Gott. Ja gut, ich habe es auch provoziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist selber schuld, du brauchst jetzt gar nicht beschweren. Nein. Genauso wie bei mir Ejakulat provoziert wird, oder ich glaube eher bei dir, wenn du jetzt diese News hörst, denn Midnight Sun kommt jetzt. Und weißt du, was es ist? Es ist eine Netflix-animierte Serie, die Twilight nochmal aus dem Edward seiner Sicht erzählen wird. Warum?
Wer Weil wünscht du sich da denn noch fragst. Du. Na, sicher Falle, nicht. Nein. alle wissen wir's. Immer jetzt mal Schmerz davor, wann werden sie endlich mal die Geschichte aus dem Edward seiner Perspektive verzeihen. Ja, schon, genau. Jetzt kriegst du es leider nur animiert. Du wirst Oh. Pattinson leider nicht glitzern singen. Oh Mann, so ein Pech. Ich glaube, ich habe das schon so oft erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Meine Ex-Freundin hat jede Special Edition von diesen schönen, tollen Filmen gehabt. So viel Und gibt es doch gar nicht, oder? da gab es Special Edition, wo extra, wie sagen, unter den Extras war dann nochmal ein Zusammenschnitt der besten Szenen vom Robert Pattinson und von dem Wolfstypen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Jackson, ich weiß es nicht. J.J. Shackleton. Auf jeden Fall, sie hat es immer mit einem Genuss angeschaut, das war so lächerlich, weil es war einfach jede Szene mit einer. Gerade in diesem letzten Film, es war wirklich jede Szene mit dem Robert Pattinson dann in diesem Extra drin. Unter anderem die Szene, wo sie an so einem Tisch sitzt und irgendwie frustriert ist und man sieht nur im Hintergrund, wie er kurz die Tür aufmacht. Alles klar, das war drin. Geil. Das hört sich schon gut und mehr hätte ich schon singen. Ja, Gibt es für die Mana auch? Also eine Version nur mit Nein. Kristen Stewart? Na. Komisch, oder? Sollte Ja. man sich fragen, wer hat denn diese Idee gehabt zu diesen Extras? Das ist jetzt so, wenn wir sagen, wir bringen das Best of Carne raus und das ist einfach jedes einzelne Wort, das du von dir gibst. Alter, das war eigentlich nur Gepiepse. Ja. Überwiegend nur Gepiepse, außerdem sperren sie mich ein. Das machen wir lieber nicht. Na. Machen wir Best of Mike, dann hörst du gerade die ganze Zeit. Ja, aber wenn wir gerade schon bei Netflix sind, eine traurige Nachricht, vor allem an all unsere Tabletop-Spieler. Es hat nämlich einmal geheißen, Netflix macht eine Serie um das Kartenspiel Magic the Gathering und das ist jetzt leider eingestampft. Wahrscheinlich, wir haben es gemerkt, alter Fuck, wo fangen wir da an, wo hören wir wieder auf? Weil, wie lange gibt es Magic schon? Also 14 Tage oder so. Reichen da 30 Jahre? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das es gibt. Und diese Welten, die sind ja so gigantisch groß. Ich meine, ich glaube, man kann da echt richtig geile Geschichten erzählen, aber es ist natürlich schwierig. Ja, ich habe mit dem Universum nichts zum Tor, aber da können wir mal mal bemerken, falls da irgendjemand Bock hat auf so Tabletop-Spiele und Dungeons Dragons und was weiß ich alles sehe. Cineplex in Vilsbiburg ist da, wann ist das? Jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Kann man sich ich hätte da jetzt spontan Freitag gesagt, aber okay. Nein, ich glaube, es ist Samstag, ab Samstagnachmittag, weil es ja auch darum ging, dass man seine Kinder irgendwo abgeben kann und seine Ruhe haben kann. Ja. Auf alle Fälle, da kann man sich zum Spielen treffen. Man kann sich da unter hocken Leute beieinander und da wird dann von Magic über Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und jetzt auch dieses neue Star Wars Kartenspiel wird da alles gespielt, tauscht, gesammelt, was man sieht, da werden Events gemacht. Also wer da irgendwie, wenn da irgendeiner von euch aus der Nähe Vilsbiburg ist, schaut mal vorbei im Kino am Samstag, ist ziemlich geil. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der Laden heißt, der das da regelmäßig veranstaltet, aber der ist, glaube ich, auch fresh. Sagen wir mal Comicladen. Ein Comicladen auf alle Fälle. So ein Nerdladen ist das auf alle Fälle. Der Lukas fragt, wo der Mike ist. Der Mike, der holt sich wie immer schön sauber raus, wenn es darum geht, dass man was arbeiten muss. Da irgendwie so komische Ausrede mit, was sagt er da irgendwas, was komisches kenne ich nicht. Kinder oder so ein Scheiß. Katzen oder Kinder? Ich bin mir mal Ja, irgendwas mit K. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht der Knödel, vielleicht ist der gerade, ich weiß nicht. Was hast du so für News? Das war's. Das Wichtigste habe ich gesagt. Hast du noch was bei Netflix? Bei Netflix? Nein, ich glaube, Netflix habe ich tatsächlich nichts mehr. Ich hätte noch was von Amazon Prime. Das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob wer die Serie Good Omens angeschaut hat. Wir haben ja von Staffel 1 auf Staffel 2 4 Jahre warten müssen, weil es ja ursprünglich als als abgeschlossene Miniserie geplant war. Dann haben wir noch eine Staffel 2 gekriegt und jetzt gerade schon ist die Produktion, ich glaube, in Schottland schon am Laufen, ist jetzt das erste Mal passiert worden. Die Serie ist nicht gecancelt, also die Staffel 3. Weil jetzt auch den Neil Gaiman sexuelle Belästigung vorgeworfen worden ist oder vorgeworfen wird. Okay.
er soll Frauen zum Sex genötigt haben. Angeblich ist es, also da ist ja auch schon bei Disney irgendein Projekt mit ihm eingestellt worden und sie müssen jetzt erst mal schauen, wie das weitergeht, wo es rauskommt, weil er da auch mal nicht direkt selber als Showrunner tätig war jetzt auch bei der Serie und deswegen haben sie jetzt erst einmal schnell pausiert. Ich habe die zweite Staffel Good Omens noch nicht gesehen, hast du das auch geschaut? Die erste Staffel habe ich mal so halbert angefangen. Mhm. Und da weiß ich nicht, da war ich nicht in der Stimmung, dass ich mir das da fertig anschaue. Und dann hat es ja wirklich lang gedauert, bis da meine zweite Staffel draußen war. Also habe Jo. ich ehrlich gesagt die Serie nicht mehr am Schirm gehabt. Und ja, also einerseits finde ich es irgendwie cool, dass das weitergeht, weil also die Trailer haben schon mal Spaß gemacht, wenn man sich das angeschaut hat. Und ich glaube, die Prämisse war gar nicht so blöd. Ja, die war eigentlich ganz cool. Ja, andererseits, ja, es hat mir jetzt nicht so gecatcht, so Mir wie auch es nicht. der Mike sagen wird. Mir hat es auch nicht so. Ich habe die zweite Staffel auch noch nicht angeschaut. Das ist jetzt das, wenn ich mal eine Flaute habe, dann werde ich mir wahrscheinlich einmal die zweite Staffel einbauen, wenn ich ja gerade dran denke. Aber aktuell interessiert es mich nicht. Drum können sie sich ruhig Zeit lassen mit Staffel 3, weil mir ist scheißegal. Mir ist das scheißegal. Der Philipp Sehr ist auch schön. da und der Christoph Bauer aus Österreich. Ja, servus. Endlich haben wir gescheite Leute da. Also nicht die Philipp, ich meine den aus Österreich. Haha, ich begrüße den Philipp, hi. Okay, mach den Philipp. Philipp, hast du jetzt mit dem Sepp eigentlich schon ein Kinodate gehabt? Das hätte eigentlich, glaube ich, vorletzte Woche schon was ausgemacht. Wahrscheinlich nicht, der Seppi hat es wieder nicht traut. Das soll ich jetzt daraus eine Überleitung bauen. Aus Kinodates mit dem Philipp. Ja, dafür hat sie der weltbekannte Streamingdienst Max, ist das HBO? Ich weiß es nicht genau. Da läuft HBO auf alle Fälle, ja. Die haben sie jetzt endlich getraut, an einer meiner Lieblingsgeschichten was daraus zu machen. Und zwar eine meiner Lieblingsgeschichten vom weltbekannten Stephen King. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Moment einmal, vom Stephen King ist schon alles irgendwann einmal verfilmt worden. Ja. Irgendwann. Aber jetzt gibt dann eine neue Interpretation von Salems Lot. Oh. Und wer es weiß, da geht es um ein kleines Städtchen, das von Vampiren heimgesucht wird. Also heute sind wir anscheinend mit der News von Cardi und mit dem Stephen King neue Verfilmungsserien-Ding. Nein, es ist eine Verfilmung, glaube ich. Das ist ein Film normal, ja. Ja. Sind wir halt schon unter dem Zeichen der Vampire. Gerade haben die bei Salem's Lot, glaube ich, nicht so glitzert. Na, Gott sei Dank. Darum schauen wir den Dreck nicht an. Dreck! Das ist echt eine voll krasse Geschichte. Also ich freue mich da schon drauf. Ich glaube, ich habe das bisher nur das Remake aus den 90er, glaube ich, hat es ja da schon gegeben. Das, glaube ich, habe ich gesehen, das Original. Es ist aus den 70er, ich kann es jetzt nicht sicher sagen. Kann ich auch nicht mal sagen, ist schon so lange her. Ja, auf alle Fälle. Weißt du, 70er, weil ich bin ja gar nicht so alt und du ja auch nicht. Nein, was habe ich jetzt gesagt, die 24 oder so, ich bin ja, okay. Ja, genau. Ja, Gniedelwurzler möchte gern die 4. Staffel The Bear haben. Brauchen wir jetzt gleich. Ja, ich bin jetzt auch durch mit Staffel 3. War schon wieder angerichtet für Staffel 4. Und ich hoffe, ich kriege mehr von der Jamie Lee Curtis zum Singen, weil dann kann ich mehr erwarten, weil diese Frau berührt mich jetzt mal in dieser Serie. Ja, aber Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann hört euch bitte die über Lexo. Ganz genau. Da Herz ist wie Yvonne, live. Ja. Vor lauter Wut wegen dem Korbi. Warum wegen mir? Weil es mich aufregst. Ruhig. Aber das ist auch die perfekte Überleitung. Und zwar 31. Oktober. Ja, du wirst jetzt denken, oh, jetzt gibt wieder irgendeine Halloween-Vampir-News. Na, viel besser. Da lerne ich nämlich dann, wie ich mich beherrschen muss, dass ich die nicht sofort umbringe. Und zwar kommt dann da endlich die Netflix-Adaption raus von der Buchreihe Achtsam Morden. Ach, so, stimmt. Das haben wir schon mal gesagt, dass die angekündigt worden ist und kommt jetzt schon raus. Okay, da bin ich gespannt. Wird das eine Serie oder ein Film? Weiß ich nämlich nicht mehr. Du auch nicht, oder? Dummbart. Schwierig zu sagen, wenn da steht Netflix-Adaption der beliebten Buchreihe. Also ich vermute mal, es wird Serie. Es bietet ja ehrlich gesagt, da fordern bleibt mich schon wieder oben ohne zum Singen. Das geht überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall, Tom Schilling spielt die Hauptrolle. Aha. Und wer es weiß, Tom Schilling hat noch nie schlechte Rollen gespielt. Das ist praktisch wieder Till Schweiger. Ja. Der Schweiger hat ja keine schlechten Rollen gespielt, der hat die Rollen nur immer schlecht gespielt.
Das ist ein Unterschied, gell, junger Mann. Ja. Junger Mann. Du warst vorher bei HBO. Bei HBO, glaube ich, kann ich weitermachen, weil lang war es jetzt still oder vermeintlich still drum, aber jetzt ist Bewegung reingekommen in die Serienadaption von Harry Potter. Wir haben nämlich Ach, jetzt Amazon, oder? nein, das müsste dann über Warner Brothers laufen und dann eben bei HBO und bei uns wahrscheinlich auf Sky kommen. Wow, Da ist okay. jetzt der erste offizielle Casting-Aufruf eben für die Figuren vom Harry Potter, der Hermine und Ron Weasley veröffentlicht worden. Und zwar sollen es Kinder aus dem Vereinigten Königreich oder Irland sein, die im April 2025 zwischen 9 und 11 Jahre alt sein werden. Das heißt, dass wir wahrscheinlich dann Mitte nächstes Jahr anfangen mit den Dreharbeiten und damit dann auch den Veröffentlichungstermin für 2026 halten können. Carsten Martens Haberdere, servus, schön, dass du da bist. Und die Bin ich Frage aller gespannt. Fragen, hast du dich schon angemeldet? Na, weil ich darf mich nicht im gleichen Raum mit zwischen 9 und 11-Jährigen aufhalten. Als wenn die das jemals irgendwann aufgehalten hätten. Da gab's mal einen Vorfall. Warum haben sie schon wieder keine Hosen an, hat's gekostet? Also die Kinder, nicht ich. Also Kinder sind manchmal schon echt unmöglich. Ja, freilich. Und am Ende bist aber du als alter Depp, bist du wieder dran, weißt du schon? Wie? Ja. So, ich kann nichts dafür, Warum? wenn sie die Hosen ausziehen. Gerade wenn einer Pololis dafür anbietet, aber naja. Naja, werden schon wissen. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie die Serienadaption davon ausschaut, weil Harry Potter hat schon auch bei mir so einen kleinen Legendenstatus, sage ich mal. Damit bin ich auch ich bin mit den Büchern aufgewachsen und dann auch mit den Filmen. Und ich bin gespannt, wie sie die Serie umsetzen. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr versaubeuteln. Oder halt gar nicht versaubeuteln, das war auch nicht schlecht. Es ist mir ehrlich gesagt so wurscht. Also, Halt doch dein Maul. ich verstehe ja nicht, warum man immer jedes scheiß erfolgreiche Franchise. Das verstehst du nicht? Beantworte es ja selber mit deinem War Lexus letztes Mal, du Saudepp. Warte, ich sag's mal mit den Worten von Mr. Krabs. Geld, 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 Geld. Verstehst du das jetzt? Kommst mit? Ja, aber es ist mir trotzdem wurscht. Weißt du, meine Kindheit verbinde ich da in Richtung der Bücher sogar. Also und mit dann Missbrauch, die Filme. Ah, das war der Seppi, Entschuldigung. Ja. Meine Onkel sind cool. Oh Gott. Der Seppi ist gerade in Urlaub, sagt zum Seppi schöne Urlaubsgrüße. Er wird wahrscheinlich jetzt gerade eiskalt über den Bugel runtergelaufen sein. Ja. Dann machen wir schnell weiter mit den weiteren Ankündigungen. James Gunn hat bestätigt, dass die zweite Staffel von Peacemaker in der zweiten Jahreshälfte 2025 erscheinen wird. Und da frage ich mich jetzt gerade, da geht es um die zweite Hälfte von der zweiten Staffel, oder? Nein, es geht um die zweite Staffel. Um die zweite Staffel. Ah ja, warte, mein Hirn hat gerade wieder einen Sprung. Und zwar die Staffel 1 ist jetzt vor kurzem erst bei Prime angelaufen. Unbedingt anschauen, Bombengeil. Genau, unbedingt anschauen, richtig, sehr gut. Und die zweite Staffel, auf die wir dann alle ganz, ganz heiß sind, die kommt nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte, aber davor kommt erst nur Superman. Und zwar kommt Superman, haltet euch fest, schreibt es euch alle in die Kalender, weil es wird der beste Superman überhaupt. 11. Juli 2025. Dann geht's DCU vom James Gunn los. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt ist der Caliban da, wer auch immer der Caliban ist, aber er schreibt Oida Haberdere, also sagen wir auch Oida Haberdere. Oida! Krawallmaus hat es ganz richtig gesagt. Corby, bitte geh einfach. Wie kann ihm der Harry Potter wurscht sein? Amen, Krawallmaus. Nein, mir ist der Harry Potter nicht wurscht, aber ich verstehe Alle. nicht, warum er jetzt da schon wieder eine neue Serie draus machen muss. Wegen Moneten. Ja, aber ich habe nie gesagt, dass der Harry Potter mir wurscht ist. Ich habe gesagt, mir ist die neue Serie wurscht. Corby. Was? Damit das aufhört, sage ich jetzt einmal schnell was Verrücktes. Mir hat das Poster nämlich so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, das muss ich herzagen. Und zwar zu VHS Beyond. Und das ist echt richtig crazy. Schaut euch mal das Poster an. Wow. Das schaut schon cool aus, oder? Das schaut No Safe Space. Ich bin echt gespannt, wie der dann wird. Machen wir so ein bisschen größer, dann sieht man das auch noch schöner. Schauen wir das an. Wow, Ich habe eine Theorie. Ich glaube, da geht es um Boeing, die Leute auf die ISS schickt und dann stellen sie fest, oh, wir können nicht mehr zurück
so wie geplant, ursprünglich, nach 8 Tagen. Und dann hört man auf einmal Geräusche aus diesem kaputten Boeing-Shuttle. Du fragst dir jetzt, Alter, was ist mit deinem Gehirn los? Wahre Begebenheit. Jetzt sitzen da gerade welche fest, oder? Ja, schon. Aus der Boeing-Shuttle ist wieder heil zurückgekommen. Ja, immerhin. Immerhin. Das kostet mehr Geld. Ja, Wir wissen ja, am Personal sparen ist immer die erste schnelle Lösung. ja, ja. Jetzt habt ihr das Poster gesehen, jetzt gibt es Ruhe. Vor allem, Freue mich da auf muss man- VHS Beyond. Da muss man sich ja immer dann auch freuen, wenn man dann zum Elon Musk wieder daherkochen kommt und sagt, bitte hilf uns. Scheiß Elon Musk. Der soll mich abhauen. Ja. Der soll echt einmal abhauen. Ja, genau. Ja, gut. Der Nedelwurz sagt, das schaut aus wie LSD-Trip. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, wie ein LSD-Trip ausschaut, aber so stellen wir vor, dieses Poster. Dass ich im Baum reinschaue und sagt dann so, Epsi. Ich habe hier von unserer Redaktion mehrere Infos zu dem neuen Masters of the Universe Film, Mehrere gleich. zugespielt bekommen, und zwar zum Cast. Alter Schwede. Und ehrlich gesagt, mir sagt der Nicolas Galaisian gar nichts, aber Malaysian. genau, Galaisian, aber der spielt einen He-Man auf jeden Fall. Mhm. Jetzt warte ich kurz 3 Sekunden, bis alle ausgeflippt sind. Cool. Die Camilla Mendes, und ich glaube, das haben wir schon mal angekündigt, Die haben wir, genau, ja. die wird die Tila spielen. Und ganz neu, haltet euch fest, weil sie ist saugeil, Alison Brie spielt die Bösewichtin Evelyn. sau geil hast du schon wieder. Was? Findest du, jetzt, du musst jetzt schon mal ganz ehrlich sagen, Alison Brie ist schon eine Augenweide. Ja, natürlich. Natürlich, das ist ja. Da hat wieder der Handschlag. Ja, natürlich. So Tinkler wieder auf. Ich tue nichts. Ich schaue mir nicht gerade irgendein KI-Porno wieder an nebenbei. Oh Gott. Was? Dafür ist uns die KI geschenkt worden, dass wir endlich Pornos mit unseren liebsten Menschen singen. Ach, die heißt Evelyn, nicht Evelyn. Okay, sorry. Es ist, ist aber ein Wortspiel, also du hast halt, das passt. Ach so. Ihr habt beide recht. Ah, gut. Danke, Sesselmann. Ja, der Sesselmann ist ein guter, der ist immer mit dabei. Was auch richtig geil ist, der Wandel Lee, der uns ja schon dieses grandiose Remake zum Invisible Man gemacht hat, macht jetzt halt auch das nächste Universal Monster, und zwar ein Wolfman. Und wir können es ja wieder mal nicht herzeigen, aber da ist jetzt ein erster Teaser-Trailer rausgekommen und der schaut schon richtig geil aus. Also, Lee Wandel, wissen wir, der macht nur gute Sachen. Und Invisible Man war gut und Trailer zu Wolfman schaut gut aus, und deswegen freuen wir uns jetzt mal alle miteinander auf Wolfman. So ist es. Oder? Wir freuen uns. Ich bin heiß wie Tittenfett. Ich hätte mir das zwar alles ein bisschen früher gewünscht, weil, sagen wir mal, damals, wo der Unsichtbare rausgekommen ist, da war ich schon richtig gehypt und habe mir dann gedacht, okay, ich hätte voll Bock nur auf diese restlichen Universal Monster. Ja, das haben sie aber, das hat ja depperte Universal Sepp sauber vergeigt erst einmal mit ihm. Sie wollten ja damals mit Dracula Untold, oder? Oder gehst du mit Luke Evans Ja. und dann noch der, oh Gott, der Mami. Ja. Das war jetzt ein ganz schöner Scheißdreck. Echt? Du und der Mike habt gesagt, Mami ist einer der größten und besten Tom Cruise-Filme, die es überhaupt jemals gab. Dann haben wir wahrscheinlich beide in dem Moment Heroin gespritzt. Ich weiß nicht mehr. Das kann Ah, sein. schön. Jeder hat vor dem anderen gerade einen Fuß in der Hintergrund und hat sich zwischen Zehen eingespritzt, und dann haben wir nicht mehr gewusst, was wir verzeihen. Ah, Was denn? Du musst es ja verstecken. okay. Wir haben es heute da Blut abgenommen. Sag mal das? Da schau. Na, ich glaube, die hat da Alle. wirklich gestochen. Nein, voll Blut abgenommen. Okay, krass. Voll Dann- so. Wie viele Menschen hast du gerettet? Kein, da ging es gerade um mich. Sie haben dann gefragt, ja, von mir einer Blut. Nein, habe ich gesagt. Und aus der Hand geschlagen. Ja, genau. Dann habe ich es getrunken. Ja, ich habe noch eine News, die habe ich vorhin gelesen. Ich kann aber jetzt nur noch raten, wann das jetzt genau war. Es ist nämlich entweder der 4. Oktober oder der 7. Oktober. Da kommt nämlich dann der neueste Studio Ghibli-Film auf Netflix. Oh. Und zwar Der Junge und der Reiher. Und ich habe den damals im Kino sehen dürfen und war sehr begeistert. Der Kani nicht. Leider noch nicht gesehen, ne? Genau.
Kleine Spoiler und Triggerwarnung für alle, die Angst haben vor Vögeln. Nicht das Vögeln, sondern vor Vögeln. Ich stell mir vor, du Meidet- hast vom Vögeln Angst. Na, ja, Möchtest du jetzt nicht einmal vorstellen, oder? na, meidet diesen Film. So schlimm. Ja, Schlimmer als die Vögel. ja, Krass. ja. Aber gerade Also weil es ein da- Zeichentrick ist, oder? Na, da kommen Kannibalen, Wellensittiche vor. Das ist nicht so geil. Kannibalen, Wellensittiche. You son of a bitch, I'm in. Ja. Das hört sich nach einem Film, der mir gefallen könnte. So, was hast du sonst noch für News? Weil meine Traurige letzte News von haben wir. meine letzte von der Redaktion zugespielte News wird ein bisschen anstrengend für mich. Traurige News haben wir auf alle Fälle auch noch, weil der James Earl Jones ja jetzt verstorben ist gestern gemeldet worden mit 93 Jahren und falls er dir jetzt nichts sagt, er ist die Doch. legendäre, ikonische Stimme vom Mufasa. Was, echt jetzt? Oh, ja, und auch vom Darth Vader. Also das zweite ist unwichtig. Aber leider ist er jetzt verstorben. 93 ist ein Ist- stolzes Alter. Ist ja nicht der Zahnfleischbluter aus die Simpsons? Oder war das ein anderer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er hat uns aber eben, wie gesagt, die Stimme vom Vader gegeben, jetzt zuletzt auch noch bei der Kenobi-Serie. Ja, ist Ja, ist traurig. wieder einer der Großen von uns gegangen. Gell? Aber ich freue mich für ihn, dass er so alt geworden ist. Ist ein stattliches und schönes Alter. Da ich auch sagen, ja. Täte ich Jetzt auch hast du sagen. überlegt. Nein, ich habe gerade 93? einen Kommentar vom Caliban gelesen, weil er hat nämlich gefragt, ob wir schon was vom Henry Cavill und Warhammer mitbekommen haben. Und ja, das haben wir. Der darf die Serie für Amazon Prime produzieren und hat da mal eine ziemlich große kreative Freiheit, soweit ich das mitgekriegt habe. Mehr weiß ich jetzt aber noch nicht dazu. Also man weiß nur, dass er es macht, dass er da, glaube ich, auch sogar mit als Showrunner fungieren wird und da kann uns was Gutes erwarten, denke ich mal. Ja, man muss sagen, dass der Henry Cavill mittlerweile ein bisschen zurückhaltend ist, was uns angeht, weil der Kanye schon sehr, sehr stark in der Man of Steel-Folge von ihm geschwärmt hat. Oh, jeder der geile. Kim, lasst ruhig raus, ihr habt wahrscheinlich halt nicht so. Achso, nein, ich wollte eigentlich nur sagen, der geile Steady-inklusive Beitrag zu der DCU-Einleitung von damals. Achso, du meinst die sexuellen Belästigungen in Ich mein nur- Richtung ich mein Henry nur unsere Cavill Folge. sind völlig okay. Das sind Schwärmereien gewesen. Sexuelle Belästigung, hat er gesagt. Das hat er gesagt, das war das gleiche, als da die, was weiß ich, als Bauarbeiter einer Frau noch pfeife. Ist das jetzt auch schon sexuelle Belästigung? Oder wie Wie viel Meter darfst du die noch nähern? An was jetzt genau? Es gibt verschiedene Regelungen. eigentlich brauche ich ein Fußfessel und sollte nicht mehr aus dem Haus gehen. Stimmt, weil der Henry Cavill ja auch immer in der Nähe von dir ist. Der lungert ständig da draußen umeinander, der Hamme. Ja. Apropos Hamme. What is coming now? Letztes Wochenende war er unter anderem schon im Kino festzusehen. The Crow ist jetzt mittlerweile veröffentlicht. Beziehungsweise, The Crow, nicht The sorry, Crow. ja, na, Crow, ne, für die Ach so. englischen Spezialisten. Isle of eine- Crow. Eine Kreuzung eines Menschen und einer Kuh. Soll eigentlich Crew heißen? Ich kenne mich nicht Ja. aus. Am 12. September kommt er jetzt regulär ins Kino, The Crow. Und ja, die Bewertungen sind durchwachsen, ne? Ja. Man ist, ja, ich hab dann, ja, man hört da irgendwie teilweise auch ziemlich gute Sachen, aber er floppt, er bombt halt, ist halt voll die Box-Office-Bombe. Aber ich bin irgendwie neugierig, weil ich jetzt halt auch schon oft gelesen habe, dass er wirklich ziemlich brutal sein soll. Und ich habe gesagt, der Film, mir gefällt das Original schon nicht, das finde ich völlig bewertet, den Scheißdreck. Und diese Rachegeschichten, die haben wir schon 800 Mal gesehen. Und bei mir kann der Film nur mit Style und mit Gewalt punkten. Und wenn er Gewalt schon mal erfüllt, dann bin ich gespannt, wie der Style ausschaut. Ich werde mir mal anschauen und bin da halt auch völlig unvoreingenommen, da ich, wie gesagt, vom Original überhaupt nichts halt. Aber Ja. ich bin zumindest neugierig, sagen wir es mal so. Man muss ja sagen, Bill Skarsgård sau gern. dein zweiter Beiname ist ja auch voreingenommen. Mein zweiter Beiname, Mhm. Gurkenkane. Gurkenkane der Voreingenommene.
Ich bin nie voreingenommen. Na, Nie. na. Ich beurteile einen Menschen überhaupt nicht nach Äußerlichkeiten. Hm. Nix. Äh, AfD gefällt das. Auch wieder gute Überleitung. Äußerlichkeiten. Ich hätte eigentlich eine gute gehabt nach Beetlejuice. dir, Na, zu spät. weil du das mit der Kuh gesagt Beetlejuice kommt am 12. September auch raus. Und zwar wirklich mit fast der kompletten Originalbesetzung. Michael Keaton, Winona Ryder und mit dazugekommen Jenna Ortega. Das ist doch ein logischer Oh. Grund, dass man ins Kino stolpert. Ja, den werde ich mal schon anschauen. Da bin ich gespannt, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da von der Fortsetzung erwarten kann. Ich glaube, er sitzt die ganze Zeit in seinem Wartezimmer und da spielt der Film. Und greift die ganze Zeit da die untere Hälfte von der Frau, die damals mit ihm da drin gewartet hat, oder? Genau. Hey, ist das schöne alles halbe Lady. Einzige, was du nur von dem Film weißt? Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil wir das mal für ein Meme für die Alex hergenommen haben. Stimmt. Oh, das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Ja, der Film ist tatsächlich auch schon lange her bei mir, dass ich den gesehen habe. Na. Ich weiß nur, dass ich mag den Film gern, aber ich hasse diese Stelle, wenn sie singen. Du meinst es mit dem. Das ist, ja genau, Oleg, das hasse ich. Der Caliban verlässt uns schon wieder. Ciao. Das nächste Mal wieder zuschauen, sonst gibt es Ja. Sackschellen. Vielleicht, und kommen ins Fright Nights, wenn wir schon in Österreich sind und so, jetzt da kommen. Ja, also diese Gesangsszene, die hasse ich. Ja, okay. Also unvoreingenommen und hassenswert. Und hassenswert. Sehr schön. Was hast denn du für ein News? Soll ich nochmal Crow sagen? Der Christoph Huber ist jetzt einer gekommen, sau spät. Das ist einmal eine News, oder? Ja, Dere, Servus. Aber Aber jetzt lass du dich hast ständig nämlich vorher was ablenken. gesagt, der Mischung Stell- aus Mensch und Stell. Ja. Kuh. Und dann wollte ich sagen, apropos Kuh, aber- Überleitung zu der Fortsetzung Spider-Man Beyond the Spider-Verse und das nur mit der Kuh, weil da dieser komische Punkttyp dabei ist, ich weiß nicht, wie der heißt. Hätte keiner kapiert, ist wurscht, solange ich kapiere. Aber der Film hätte ja schon 2024 in die Kinos kommen sollen. Dann hieß es 2026 und mittlerweile ist er bis auf 2027 verschoben worden. 2027! Wie lange soll ich noch warten? Hast du den angeschaut? Ja. Den zweiten? Ja. Wie lange soll ich mit diesem Cliffhanger noch leben? Keiner weiß, ob ich überhaupt noch so lange lebe bei meinem Lifestyle. Das stimmt. Hallo, wir sind Podcast-Rockstars. Wir wissen nicht, wie alt das wir werden. Also, da sind wir Sony. Ja. Geht Furchtbar, gar nicht. wirklich. Aber bis 2027, ich flippe echt mehr aus. Ich Aus wollte wirtschaftlichen und produktionstechnischen Gründen hieß es da in dem Newsletter von Sony. Ich wollte vorhin schon fragen, ob du eigentlich alle Spider-Mans, die davor kämen, auswendig weißt. Also ich kann mich noch ganz genau an diesen T-Rex Spider-Man erinnern, der war witzig. Das war der Beste, ja. Ja. Das war der Beste. Nein, also ich fand den Cross the Spider-Verse Weltklasse. Der war wirklich überragend gut. Also mir hat der erste schon ganz gut gefallen, aber der zweite, das war wirklich, der war ja, das war ein Bombending. Ja, absolut. Apropos Spider-Man, wenn wir schon dabei sind. Mittlerweile haben wir endlich einen offiziellen Regisseur, wie sagst du? Director. Director sagst du immer, so war das, genau. Ja. Blöd Sau. Und zwar der Shang-Chi Director, Destin Daniel Cretin, nenne ich jetzt einfach mal. Ist jetzt offiziell als Director für Spider-Man 4 und auch der Tom Holland ist wieder allen Erwartens wieder offiziell als Peter Parker angekündigt worden. Oh, da haben sie bestimmt lange auf einem einreden müssen. Ich weiß nicht, ob es auf er einreden müsste oder eher auf Sony. Ich glaube, er ist die ganze Zeit draußen bei Sony vor die Gebäude rumgelungert und hat gesagt, und? Darf ich? Ja, der Gnädelwutzler meint gerade, das ist wie mit One Piece, ob wir das erleben werden, dass das noch kommt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Doch. Eiskönigin und Spider-Man-Fans weinen bis 2027. Ja, Eiskönigin, da wird der Corby auch bittere Tränen, Eisklumpen rausweinen. Ich habe weder den ersten noch den zweiten Teil gesehen. Ich hab Wie keine kannst du Ahnung. den ersten Teil nicht gesehen haben? Wieso Mit reagiert dem da immer jeder legendären so? Ich lass los, Lidl. Ich lass los, lass jetzt los. Okay, ist in Ordnung. Nach diesem wunderschönen Gesang kann ich ja noch ankündigen, ihr habt alle die ganze Zeit darauf gewartet. Ich kann euch jetzt beruhigen, er kommt diese Woche ins Kino. Immer wieder Samstag, die Tragikkomödie von der Annika Apelin mit den bekannten
Schauspielern wie Marie Richardson, Peter Stormare und Susie Erickson. Ist jetzt endlich im Kino. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ist denn immer wieder Sonntag? Der Originaltitel ist Tistadskugulum. Jetzt sind wir beieinander. Ja, genau. Richtig. Und Da wollten wir eine Folge dazu aufnehmen, oder? Dann ich wollte gerade sagen, und wir sehen uns ja am Mittwoch schon in der Vorpremiere. Ski, jetzt hat Krawallmaus geschrieben, jetzt bist du endgültig raus, weil du die Was? Eiskönigin wegboxt. Oh, leid! Ich hab den. Nein! Nochmal, Alle! ich Harry boxe ja nicht Potter raus. diffamieren und jetzt hat noch die Eiskönigin verunglimpfen. Es ist noch nie jemand zu mir hergekommen und hat dann gesagt, Corby, Kim, wollen wir uns nicht Eiskönigin Das miteinander macht er anschauen? von sich. Das ist ein innerer Wunsch, den jeder Mensch in sich hegen sollte, dass er Eiskönigin angeschaut hat. Wieso denn? Weil er wunderschön ist und der Olaf putzig ist und Let It Go einer der besten Filmsongs aller Zeiten. Sag's nochmal, ich lass los, lass jetzt los. Oh, Mann, und Scheiß. Irre. Ja, Also- machen wir einen Filmabend mit zwei. Ja, Und dann singen wir miteinander. ja. Ansonsten kommt eine andere Tragkomödie diese Woche ins Kino und zwar Treasure. Familie ist ein fremdes Land von der jetzt Julia von Heinz. Eine weitere Tragikomödie, weil wir wissen ja alle, die Woche wäre sonst viel zu witzig. Esra, eine Familiengeschichte von Tony Goldwyn. Dann Das Flüstern der Felder. Das ist praktisch der zweite Teil von Flüstern der Flusskrebse, oder wie heißt der Und Klasse? jetzt wird es leicht verrückt. Genre, Animation, Drama, Romanze. Mhm. Ja. Und wir werden mal hier beglückt von den zwei Schauspielern nicht, sondern Regisseuren, DK Welchmann und Hugh Welchmann. Ob es Brüder sind, Cousins Welch ein Mann, keiner weiß es. oder Zufall, wer weiß das schon. Jetzt darfst du dabei mal was anderes reinbringen, bis Nehmen ich wir wieder wieder weitermache unsere- mit den Kinostarts. Ich habe unsere Streaming-Top 10 wieder dabei, da man sich auf den Seppi nicht mehr verlassen kann. Werde ich mich jetzt nicht immer auf Variety stützen, die dann so über alle ein Ding machen. Und jetzt geht's vom 30. August bis zum 5. September sind sie sind ein bisschen hinten nach. Ist mir aber scheißegal. Auf Platz 1, Worst Ex Ever. Da geht's dann immer, die haben dann die insgesamten Zuschauer auf diese Woche da zusammengerechnet und Worst Ex Ever auf Netflix hat 939,1 Millionen gehabt. Auf Platz 2 ist dann die zweite Staffel von The Lord of the Rings of Power mit 765 Millionen. Dann kommt Netflix wieder mit Accident, Platz 4 Chaos von Netflix, Platz 5 Bad Monkey von Apple TV Plus. Platz 6 ist dann sogar Ringe der Macht Staffel 1 mit 230 Millionen nochmal. Also da machen einige anscheinend auch nochmal einen sauberen Rewatch, so kehrt sie das. Dann haben wir auf Platz 7 American Murder, Lachi Peterson, Netflix, Platz 8 Love is Blind, UK, Netflix, Platz 9 Bel Air, Peacock und Platz 10 Breathless auf Netflix. Und jetzt Also- ist das Snooze-Bene auch noch am Start. Hopper Ja, der. servus, grüß dich. Und er fragt, warum du Corby so Pixeldreck ist. Lass Das habe ich doch schon beantwortet. Der ist jetzt dazugekommen, lass doch mal den guten Mann in Ruhe. Ich hab's gerade beantwortet. Wo? Achso, im Ding, ne? Ja. Ich liest doch nicht Also, deine Kommentare. ganz im Ernst, so wie du die Streaming-Charts vorliest, kann man sich nicht merken. Was ist auf Platz 1? Muss man sich nicht merken, es geht ja eh nicht so. Worst Ex Ever, das habe ich, glaube ich, 3-mal gesagt. Wohnhaft ist? Ich bring die um. Jetzt pass auf. Das läuft auf Netflix. Möchtest du noch mal die Zuschauerzahlen wissen, du Schwanz? Nein, will ich nicht. 939,1 Millionen. Wow. Millionen. Wow, nicht schlecht. Genau. Hast du den schon gesehen? Na. Ja, dann mach ich weiter mit den Kinostarts dieser Woche. Ihr habt es vielleicht dann mitbekommen, ich vermute mal Südkorea oder China sehr erfolgreich laufende Film Super Wings Maximum Speed, ein Animationsfilm, ist jetzt endlich bei uns auch in den Kinos zu erwarten. Ich lese jetzt mit Absicht die Regisseure nicht vor. Joli ist vor jetzt. Xiao Xing Kai Kai Dongqing Gil Hun Jung. Hurnjung. Nein, Gil Hun Jung. Okay. Kenne ich, Ja. ja, kenne ich. Ja. Riesenfan immer gewesen. Es geht um ein kleines Lieferflugzeug namens Jet,
und das ist das schnellste Flugzeug der Welt. Der Welt. Sag's gescheit. Ah, leck, schau hier, Kani, das ist ja richtiger Fanservice, was du da machst. Ich bin brutal, oder? Ja, Jetzt sagt aber mein Laptop gerade, dass der Akkustand niedrig ist, so ein Hurensohn. dass du das nicht mal fertig bringst, dass du, bevor wir aufnehmen, da einfach mal Kabel anschließt, das ist Der war voll der Saudepp. ja. Irgendwann einmal. Also ich muss sagen, außer Ringe der Macht sagt man da Ken- gar nichts, irgendwas. Ja, das Chaos habe ich noch mitgekriegt. Das ist mit dem Jeff Goldblum auf Netflix. Ah, Kabelsalat. Ich glaube, soll ich es anstecken oder soll ich mich Ja, stimmt, strangulieren? doch, das beides. Ich hab das tatsächlich auch schon gesehen, das. Was ist das anstecken und mich strangulieren? Ja. Gut. Ich glaube, sonst muss ich hier von den Kino-Dinger, glaube ich, nichts mehr erwähnen, weil es wird eigentlich nicht wirklich besser. Ich habe bis jetzt noch nicht einen schlechten Film gehört. Man kann höchstens am Ende nur sagen, auch diese Woche wird außerdem ein Usher-Konzert im Kino laufen, Rendezvous in Paris. Oder in Paris. Mhm. Mhm, Ist ja voll spannend. Kannst du es nochmal erzählen? Nein. Oh, schade. So, gut. So, weg damit, weg damit. Jetzt geht sich nichts mehr an. Da, der Lukas sagt gerade, dass Worst Ex Ever von Blumhouse ist und wirklich geil war. Aber an Lukas glaube ich nichts. Okay. Sesselberger, mich wissen, wann der nächste Pokémon-Film kommt. Das hat mich auch interessieren. Ich möchte endlich mal Detektiv Pikachu Teil 2 haben. Hört man irgendwie überhaupt nichts. Snooze Benny meint, The Accident ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Klangt nicht dafür, dass ich es mir anschaue. Kann man die Michael J. Fox Doku noch wo anders da sehen, außer auf Apple TV, wo es das Apple, nein, wo ich nicht habe. Was? Kinds of Kindness ist, stimmt, Philipp, Kinds of Kindness ist ja jetzt auf Disney Plus schon verfügbar. Bin ich noch nicht dazu gekommen, dass ich mir anschaue, ich bin schon äußerst geneugierig, wie der ist. Das ist der, was schon vom Lamatinos, wie heißt der den letzten Emma Stone-Film Poor Things gemacht hat. Ach, von unserem griechischen Freund. Ja, genau. Lamantinos, wie heißt der denn noch gerade? Sag ich mal, Ipse. Ich glaube, irgendwas wie Jalapeno und dann Lantimos, so ist der Jorgos sage ja, Lantimos. Lamitos. Wie heißt das Pokémon? Lavita? Ja, keine Ahnung, bestimmt gibt es eins, das so heißt. Also Lavita gibt es auf alle Fälle. I don't know. Warum nicht? Soll ich abmoderieren? Warum sind wir schon fertig? Ich habe Ja, keine Ahnung, hast du noch was? Ein DIN A4 Seiten voll mit News. Ja dann, hau raus, komm. Nein, mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ist jetzt auf alle Fälle, so jetzt euch alle aufschreiben, dass ihr ins Hardline kommt oder ins Fright Nights Filmfestival kommt, weil da kann man uns treffen und anfassen und wir sind schon so lange nicht mehr berührt worden, das war so schön. Oh Gott. Er hat recht. Was soll ich da großartig sagen? Ja. Ihr dürft Das uns ist- ja gerne ein Bier ausgeben, auch das ist erwünscht. Je mehr Bier, umso williger werden wir. Haha, fetter Reim. Aber nicht, wie beim letzten Mal, hingehen, uns das Bier aus der Hand schlagen und du sagen, hey, wollt ihr Bier? Und anspucken. Ja, das war nicht cool. Genau, warum habt ihr das kein Bier? Seid das Homosatz geheißen? Da hab ich gesagt, krass, ganz schön die homophobe Scheiße hier. Ja, unmöglich. Unmöglich. Stimmt, Latios und Latios gibt's als Pokémon. Ja, das war's. Stimmt, Latios. Pantimos. Pantimos, stimmt. Pantimos, das ist ja später, Pantimos ist ja dann die Haushaltsgehilfe vom Ash, seiner Mom, irgendwann einmal. Haushaltsgehilfe. Kann man sich schon alles so hören. Ich darf mir auch Rosanna als Haushaltsgehilfin holen. Du, ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der ist von 2002 vom Eli Roth und hat so ein ganz verrückter, cooler Podcast eine Folge drüber gemacht. Welcher hat Filmfressen? Na, der andere, nicht ganz so coole Podcast. Bewegtbild Banausen. Na. Bewegtbild Bastarde, ja, ein neues Format. Ja, genau die. Es sind Ah, auf jeden okay. Fall Bastarde, ja. Der Dennis schon, ja. Der Dennis auf alle Fälle. Na, das war's mit den News. Dreiviertel Stunde. Du gehst da gar nicht drauf ein. Okay, Ach, also. Achso, unsere neue die- Folge, stimmt. wir Ja, haben da die. wirklich eine Folge gemacht. Oh, du Volltrepp. Stimmt, Entschuldigung.
Entschuldigung, ja, wir haben eine neue Folge heute für Bodensatz unserer Hörer, weil gestern schon offiziell, beziehungsweise Sonntag schon, seit Sonntag für unsere oberen 10.000 Steady-inklusiven Abonnenten und ab heute für alle hörbar eine Folge zu Cabin Fever. Und die ist zauberhaft. Ja, Die ist wirklich der zauberhaft, Kani, genauso wie der Film. der Kani, wie immer unvoreingenommen, hat nur Positives zu erzählen gehabt. Da haben wir ihn ein bisschen zügeln müssen. Nur ein bisschen. Hallo? Da war ich nicht mehr unvoreingenommen, sondern ich habe ja den Film angeschaut. Da bin ich nicht voreingenommen, sondern ich habe den Film angeschaut. Das ist eine fundierte Meinung gewesen zu dieser Ja. Scheiße. Ich habe cool gefunden, für alle, die noch nicht genau wissen, um was es in Cabin Fever geht. Ihr werdet jetzt nicht so gespoilert, dass ihr nicht danach immer nur Spaß haben könnt mit dem Film. Daher anhören und danach den Film reinziehen. Los. Jede Menge Spaß wird es haben. Ich habe Spaß gehabt. Ja, Ich du hab schon. Spaß gehabt. Du bist aber geistig minder bemittelt, das wissen wir ja. Wie war das jetzt nochmal mit diesem unvoreingenommen? Ich bin ja nicht unvoreingenommen bei dir. Das Nicht? ist ja eine fundierte Meinung. Ich kenne die ja. Korbi! Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Einfach Zauberhaft. schön. Einfach Zauberhaft. schön. Also, liebe Community, ich wünsche euch einen wunderschönen, ich habe heute gelernt, es ist Dienstag, nicht Mittwoch, Genau. Abend. Wir müssen jetzt aufhören. Ja, Ich muss nämlich richtig. Star Wars Outlaws weiterspielen. Oh je. Ich bin nämlich gerade an einer sehr emotional fesselnden Mission dran und habe leider für diese Scheiße hier unterbrechen müssen. Und ich muss jetzt unbedingt zurück an meinen Controller, weil so geht's nicht weiter, muss ich den Kandidaten dann sagen im Spiel. Macht es dann. Wir sehen uns. Adieu. Danke für alle, die dabei waren. Wiederschauen. Halt ab!